Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen Werder Bremen. Und von daher würde ich sagen, nicht lang schnacken. Setz mal die Brille ab, damit das nicht so blendet. Gehen wir rein in den Bums. Upsasa. Ja, hallo zusammen. Der FC Bayern eröffnet die neue Saison in der Fußball-Bundesliga morgen Abend unter Flutlicht bei, mit und gegen Werder Bremen. Willkommen zu allen Themen dazu, vollzählig wie immer, und natürlich willkommen Thomas Tuchel, unser Cheftrainer, der sofort die erste Frage entgegennimmt. Die kommt wie so oft auf der rechten Seite. Marc Gabel für RTL, bitte. Grüß Gott, Herr Tuchel. Olli Kahn hat mal in seiner aktiven Karriere irgendwann mal gesagt, er würde vor lauter Druck überhaupt keinen Druck mehr spüren. Was glauben Sie, wie das bei Harry Kane in Sachen Druck bestellt ist, den er ja zweifellos spüren wird morgen? Ja, ich glaube nicht zum ersten Mal in seiner Karriere und deshalb... Also ich habe ja schon gesagt im letzten Video, was ich aus dem Urlaub gemacht habe, Harry macht heute 2 Hütten. Sag ich jetzt einfach mal so. Mal schauen, ob ich recht behalte oder nicht. Mein Karma sagt eher nein, ich habe selten recht, aber ich bleib trotzdem dabei, dass Harry heute 2 Hütten macht. Hat das, glaube ich, gelernt, Druck in Leistung umzumünzen und trotz Druck auch locker zu bleiben. Wir spielen ja, es geht nicht um Leben und Tod, wir spielen ein Spiel, ein Leistungssport, und er hat es jetzt über ein Jahrzehnt. Ja, ich hoffe, die Qualität ist okay. Deswegen gucke ich gerade ab und mal ein bisschen nach oben, weil da mein Kontrollmonitor ist. Weil es sieht hier bei mir ein bisschen pixelig aus. Ich gucke halt über FC Bayern TV, weil auf YouTube ist wieder irgendwie englische Übersetzung mit bei und so Mist. Deswegen mache ich das jetzt in Zukunft immer über FC Bayern TV. Dann ja, haben wir es auf jeden Fall auf Deutsch. Bewiesen, dass er mit Druck umgehen kann. Deshalb mache ich mir zum Harry gar keine Gedanken. Dankeschön. Hier geht's weiter. Julian Wolf für die Welt, bitte. Ja, hallo Tuchel. 2 kurze Fragen. Zum einen, Thomas Müller, ist er bereit, inzwischen spielbereit, wird er im Kader sein? Und zweite Frage, wie hat Ihre Mannschaft auf die Kritik von Ihnen nach dem Supercup reagiert, wo Sie ja deutliche Worte gefunden haben? Wie war so die Reaktion jetzt in den vergangenen Tagen? Ja, zum einen denke ich, dass ich einen Grund hatte. Den habe ich dann auch versucht zu belegen in der Videositzung am nächsten Tag, um auch berechenbar zu bleiben. Also den Kimmich da mal belegt, dass er kein Sechser ist, oder was? Würde mich jetzt nicht überraschen. Also wenn wir kritisieren, müssen wir auch einen Grund haben und auch objektive Gründe finden. Und die gab's. Ich war nicht zufrieden mit dem, wie wir gespielt haben, wie wir aufgetreten sind. Das gab sowohl emotional als... Naja, wie ich ja schon sagte, erste Halbzeit war echt okay, aus meiner Sicht. Haben wir es halt versäumt, das Tor zu machen. Und dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Schwung gehabt, ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Aber klar, wenn du zu Hause spielst, muss dann mehr kommen. Ne? Gerade zweite Halbzeit, dann musst du nochmal brennen und Vollgas geben. Aber ja, in den Zweikämpfen waren wir auch nicht so präsent, wie es Leipzig war. Das muss man mal ganz klar sagen. Also da hat uns echt was gefehlt. Ne? Die richtige Einstellung einfach. Aber das sind wir ja gewohnt von den letzten Wochen und Monaten in der letzten Saison. Das ist auch inhaltlich, taktisch, technisch. Und die haben wir aufgearbeitet am Tag danach, haben dann auch mit denen trainiert, ganz normal, die weniger Minuten gespielt haben. Dann war ein Tag frei, das war auch wichtig für alle, glaube ich, nachdem wir aus einer Phase kamen mit, glaube ich, 10 Tagen durchgehendem Training bis zum Supercup, hatten wir einen Tag frei und dann vorgestern und gestern 2 sehr gute Trainingseinheiten und haben eigentlich dort angeknüpft, wo wir vor dem Supercup aufgehört haben, mit guter Stimmung, guter Grundstimmung. Naja, trainiert haben wir ja angeblich auch in der letzten Saison schon immer super, um mal in Guardiolas Sprache zu bleiben. Von daher, ja, I don't know, das ist jetzt nicht wirklich eine Aussage, die uns euphorisch stimmen kann oder die sagt, oh, es wird auf jeden Fall besser. Weil, ja, wie gesagt, wir haben auch vorher angeblich immer super trainiert. Alle Spieler, die auf dem Platz standen, waren immer so super stark im Training. Ja, und wenn das jetzt aber immer noch so ist, dass alle Spieler, die auf dem Platz stehen, so super stark im Training sind, es dann aber nicht in dem Spiel auf dem Feld kriegen, ja, dann muss man die Spieler halt einfach mal austauschen. Wa? Also dann gibt's da jetzt auch nichts mehr rum zu werkeln. Mit guten Leistungen und hohen Bereitschaft und viel Qualität im Training und werden ein paar Takte.
Nochmal, dann müssen wir die Qualität, die wir im Training haben, halt auch mal ins Spiel bringen. Ne? Also es bringt uns ja nichts, wenn wir im Training Qualität haben und im Spiel dann nicht irgendwie. Dinge anpassen, die wir nicht so gut gemacht haben im Spiel und brauchen natürlich einen anderen Spirit, einen anderen Geist, um morgen zu bestehen, ist klar. Bei Müller war ein Ja, ne? Müller war ein klares Ja. Thomas ist zurück. War ja vor dem Supercup schon zurück, aber nur für 3 Trainingseinheiten und jetzt nochmal individuell und auch komplett mit der Mannschaft alles gemacht. Deshalb sowohl bei Choupo als auch bei Thomas können beide in Kader, immer noch mit der Einschränkung, dass heute ein Training ist. Bouna Sarr, Serge, Gnabry und Nuss sind so ein bisschen fraglich. Da müssen wir jetzt mal nachher abwarten, was die Mediziner sagen, ob die voll mitmachen können oder eingeschränkt. Das sind so ein bisschen kleine Fragezeichen. Der Bouna Sarr, ich meine, der sitzt ja eh schon nur auf der Tribüne, wa? Aber der ist auch noch gefühlt irgendwie, auch jedes zweite Spiel ist der irgendwie nicht dabei. Ne? Irgendwelche so. Nächster ist Klaus Bergmann für die dpa, bitte. Herr Tuchel, Sie haben schon so 2, 3 Mal erlebt, dass Sie dann überrascht waren von Ihrer Mannschaft, dass sie nicht das umsetzen konnte, was sie vorher im Training... 2, 3 Mal, der war gut, Alter. Seitdem er da ist quasi. Nee, stimmt nicht. Leute, stimmt nicht, nachdem er gesagt hat, dass er schockverliebt ist in diese Mannschaft. Der Liebesbeweis an dieser Mannschaft war dann der Untergang. sich erarbeitet haben, welches Gefühl sie hatten. Wo liegt für Sie noch das Problem, um im Spiel dann passende Maßnahmen ergreifen zu können? Das sind wir dran. Keine Ahnung. Also ich dachte, dass wir das auch jetzt deutlich... Oh, da habe ich ja ein gutes Bild angehalten vom Tuchel. Ja, wild. Ist ja schon so ein bisschen nach dem Spiel, gab es ja auch schon so eine Diskussion jetzt in den Medien. Natürlich zu sagen, keine Ahnung, ist natürlich schon wild. Als Cheftrainer, ja. Warte, ich kann mir das nicht. Sah ja wild aus. Ist natürlich wild, zu sagen, als Cheftrainer des FC Bayern München, ich habe keine Ahnung. Da muss man sich die Ahnung beschaffen. Ne? Also, da muss man, wie gesagt, mal den einen oder anderen Schlüsselspieler, will jetzt hier kein Kimmich-Bashing betreiben, aber Kimmich ist nun mal der Schlüsselspieler bei uns im Team mittig. So das Bindeglied, da muss man da vielleicht mal Änderungen vornehmen, ja. Wenn man sich da hinsetzt und sagt, ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Und vielleicht sollte man dann auch mal in der Abwehr mal die Leute aufstellen, die beim Verein bleiben wollen und nicht irgendwelche Spieler, die nicht beim Verein bleiben wollen. Und ja, vielleicht sollte man dann einfach mal unseren Oberanführer, den Kimmich, mal rausnehmen. Ja, ich weiß, schwierige Diskussion. Ich weiß, er hat auch ganz gute Leistungen gebracht. Man muss jetzt nicht alles am Kimmich festmachen, gar keine Frage, will ich auch gar nicht. Aber einfach mal, um zu sehen, wie die Mannschaft dann reagieren würde. Ja? Er sagt ja selber, er hat keine Ahnung, irgendworan muss es ja liegen. Ja? Ist natürlich von außen schwer zu sagen. Aber Fakt ist, ein Kimmich stand immer auf dem Platz und war immer so der angebliche Anführer dieser Mannschaft ist und der es dann auch nicht hingekriegt hat, diese Mannschaft anzuführen. In den schwierigen Situationen. Und auch gegen Leipzig hat das nicht hinbekommen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und von daher, ja, dann sollte man ihn vielleicht einfach mal rauslassen. Ja, warum nicht einen Goretzka und einen Leimer zusammen aufstellen? Oder einen Grafenberg mit einem Leimer? I don't know. Ja, warum nicht? Selbst unser junger Jaus, wie hieß er, Pavlovic oder Taplovic, ich weiß gar nicht mehr, der die Testspiele gemacht hat im defensiven Mittelfeld, war als Ballverteiler stark. Ja, natürlich ist das dann Schlag so ins Gesicht so von so einem Kimmich. Aber wenn die Mannschaft dann halt irgendwie anders auftritt, dann hat man ja irgendwo einen Grund gefunden, ne? Und dann kann man da vielleicht mal dran ansetzen. So ist ja irgendwie alles, setzen wir uns da hin und sagen immer, ja, wir haben keine Ahnung, im Training ist alles schön, im Spiel ist alles scheiße. Ja, dann muss man im Spiel halt einfach mal jetzt langsam, aber sicher anfangen, was zu ändern. Ja. Nochmal, ich habe es jetzt nicht so schlecht gesehen gegen Leipzig, zumindest in der ersten Halbzeit nicht. Ich bin sehr gespannt heute Abend. Ich gehe natürlich davon aus, dass ein Kimmich spielen wird, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Nochmal, ich will es auch gar nicht an dem Typ oder Menschen Kimmich festmachen oder so, ich habe nichts gegen ihn. Aber, ja, er ist der Faktor, er ist der Mann, der das Spiel lenken, denken, aufdrehen, nicht aufdrehen soll und da muss man mal ganz klar sagen, da hat er die letzten Wochen und Monaten halt versagt. Ne? Und er hat auf der 6er-Position, die Diskussion brauchen wir gar nicht erst wieder anfangen, dann rede ich hier eine Stunde. Das war gegen Leipzig halt auch wieder eine Nullnummer. Das haben wir auch gesehen, wo er alleiniger Sechser war.
schwierig, aber meine Meinung dazu. Der Stress und auch über einen langen Zeitraum in der Vorbereitung und in den Vorbereitungsspielen so stabil hinbekommen haben, dass wir da einen Schritt weiter sind. Leider wurden wir im Besseren belehrt und das hat wehgetan. Das ist eine bittere Niederlage. Es tut mir heute auch noch weh, diese Niederlage. Und es geht. Naja, fühle ich jetzt auch nicht ganz so die Aussage. Ich meine, klar, die Vorbereitungsspiele waren jetzt nicht schlecht, waren jetzt aber auch nicht irgendwie der große Bringer. So, dass man gesehen hat, oh, wir haben jetzt aber 3 Steps gemacht, im Gegensatz zu den letzten Spielen in der Vorsaison. Also, das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also, da muss man auch mal ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Wie so oft im Sport darum, dann Maßnahmen zu finden und es besser zu machen, eine Reaktion zu zeigen. Und da sind wir dran. Also wir haben den einen Schlüssel noch nicht gefunden. Ja, habe ich dir gerade gesagt, den einen Schlüssel. Tauschen wir den Schlüsselmeister aus. Ne? Nimm mal einen Kimmich raus ins Spiel. Mal gucken, wie die Mannschaft reagiert. Würde mich persönlich mal interessieren. Um das Schloss endgültig zu knacken, aber wir haben noch ein paar am Schlüsselbund. Das sehe ich genauso, dass wir ein paar am Schlüsselbund haben. Nicht aufhören, weiter zu probieren. Man hätte ja auch mal den Upa als Sechser bringen können. Dann bräuchte man jetzt auch nicht über diese Diskussion groß aufmachen, mit Sechser verpflichten und so weiter. Aber Thema fürs andere Video, nicht für jetzt. Hier vorne in der ersten Reihe Tobias Altscheffel für Bild, bitte. Aufgefangen. Hallo Tuchel. Wenn Sie sagen, den Schlüssel suchen Sie, kann es auch sein, dass das Ganze Gründe hat, die nicht nur, sag ich mal, taktisch oder mit einer Videoanalyse zu regeln sind, sondern vielleicht psychologisch, weil die Mannschaft die letzten Monate recht viel zu verkraften hatte. Trainerwechsel, WM für die deutschen Nationalspieler. Oh ja, es ist so schlimm, so ein Trainerwechsel. Der zieht die Mannschaft richtig in den Keller, das belastet die hardcore. Welcher Trainer da in der Außenlinie steht. Die schlecht lief, also dass da sehr viel Stress quasi auf der Mannschaft war und das eine psychologische Frage ist. Und zum anderen Benjamin Pavard, der ja weg will und das auch so kommuniziert, ist der in Ihren Planungen normal vorgesehen oder wenn Mazraoui spielen kann, dann doch eher Mazraoui beim Bundesliga-Auftakt? Also erstmal haben wir noch einen Stanisic, den man da auch mal bringen kann, ja. Da muss man nicht einen Pavard bringen, der nicht mehr bei diesem Verein spielen möchte, was er klar kommuniziert hat. Was er auch unter der Woche nochmal klar kommuniziert hat. Ja, wofür haben wir jetzt Stani, wenn wir ihm da nicht zutrauen, gegen Werder Bremen als rechter Verteidiger zu spielen? Alter. Morgen gebe ich keine Auskunft natürlich, weil wir ja beide ein bisschen unterschiedliche Spielertypen sind und ein unterschiedliches Profil haben und wir da auf jeden Fall noch uns die Möglichkeit offen lassen wollen, auch beide einzusetzen. Benji hat es mir gegenüber noch nicht kommuniziert, mir persönlich gegenüber, dass er gehen möchte. Wow, ist das jetzt sein scheiß Ernst oder was? Ist das jetzt wirklich sein Ernst, was er jetzt sagt? Nein, das hat er mir gegenüber nicht kommuniziert. Er hat zwar gegenüber Dresen kommuniziert, aber mir gegenüber hat er das nicht kommuniziert. Deswegen nehme ich ihn als normalen Spieler hin. Alter, was ist denn los mit dem Tuchel? Ist mal ernsthaft. Junge, ist ja wild. Unbedingt gehen möchte und Stand jetzt liegt meines Wissens auch kein Angebot vor. Deshalb ist es müßig, darüber zu sprechen. Dann ist er ganz einfach unser Spiel. Dann soll er ihn doch mal fragen. Wenn er sich ihm gegenüber nicht geäußert hat, dann frag ihn doch mal. Wäre doch auch schön für einen Trainer zu wissen, woran man ist. Ja? Was der Spieler, der möchte. Also. Ganz wilde Aussage. Und kriegt volle Unterstützung und volle Unterstützung als Mitglied des Kaders. Und wir zählen, bis sich das nicht elementar ändert, zählen wir voll auf ihn. Was war der erste Teil? Gut, ja, der Schlüssel und die Leistung als Profifußballer und die Leistung im Spiel ist immer eine komplexe Leistung. Das ist nicht nur inhaltlich, das ist nicht nur emotional, das ist auch psychologisch. Also die Körpersprache vom Tuchel gefällt mir gerade nicht immer. Hier mit seinem Schulterzucken so, ja, ich erzähle mal ein bisschen was. Eigentlich weiß ich nicht, was ich meine. Schwierig. Auch die Verfassung, auch die Stimmung. Natürlich, also du musst dich auch frei fühlen, musst eine gewisse Lockerheit haben. Natürlich ist es leichter, wenn du aus Erfolgserlebnissen kommst. Es ist etwas schwieriger, wenn man viele Erlebnisse hat, die Sie geschildert haben, die Stress verursachen können, negativen Stress verursachen können, negative Erfahrungen haben und die einen belasten können. Natürlich ist trotzdem auch kein Grund, zu lange darauf zu fokussieren. Es ist gar nicht drauf fokussieren, abhaken und Feuer frei, Alter.
im Sport schon auch die Möglichkeit, mit jedem Spiel das Momentum umzudrehen, mit jedem Spiel ein Momentum zu erwischen, mit jedem Spiel auch einen positiven Schritt nach vorne zu machen. Und das sind wir gefordert, wir alle zusammen. Ich gemeinsam mit der Mannschaft, das ist uns völlig bewusst. Und dass die Leistung eine komplexe Angelegenheit ist, ist auch klar. In der letzten Reihe bitte, ja. Felix Roderer für Antenne Bayern. Servus, Herr Tuchel. Eine kurze Frage zu dem Spiel morgen gleich mal. Supercup ist ja nicht so gut gelaufen. Sollte es morgen vielleicht eine Niederlage geben, haben Sie die Befürchtung, dass dieser Kane-Effekt schon verpuffen könnte? Der Kane-Effekt ist ja noch gar nicht eingetreten, Alter. Weil wo Harry Kane eingewechselt wurde, haben wir nicht mehr einen Ball in den 16er gespielt, Alter. Also von daher immer mal locker bleiben, ne? Wie ich sagte in der Analyse, also hätten Harry Kane in der ersten Halbzeit auf dem Platz gestanden, hätte er Minimum einen von den 3 Dingern gemacht. So, da müssen wir nicht drum herum reden. Also immer mal locker bleiben. Nee, der Harry Kane-Effekt wird nicht verpuffen. Der Harry Kane-Effekt, der wirkt auf so vielen Ebenen, die jetzt auch Ihnen gar nicht böse, aber gar nicht bewusst sein. Ja, sehe ich genauso. Er ist halt auch Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Also er ist ein Führungsspieler, der ist ein Anführer. Er war einen Tag da. So, lass den Mann mal ankommen. Lass den mal 3-4 Wochen da sein. Lass den mal sehen, wer in der Mannschaft wie, was für Ausstrahlung hat. Ich glaube schon, dass er da eingreifen wird, weil er ist nach uns gekommen, um Titel zu gewinnen. Ja, weil er in Tottenham halt keine Titel gewonnen hat. Also der wird schon Gas geben und auch da klare Worte finden. Bin ich mir relativ sicher. Kann, weil sie ja nicht. Aber ich habe die Pressekonferenz noch nicht geguckt für seine Vorstellung. Die gucke ich mir hier nach dieser Pressekonferenz an. Nehme da die Reaction auf. Aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Wie gesagt, man ist nicht umsonst Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Also. Täglich mit dabei sind. Das geht in der Wirkung, in der Kabine, in der Wirkung, wie er auf dem Platz ist, in der Wirkung seiner Persönlichkeit, seiner Professionalität, seiner Selbstverständlichkeit, wie bescheiden er trainiert, wie fleißig er trainiert, wie er in den kleinen, am Tag nach dem Spiel, nach so einer Niederlage auftritt, als erster auf dem Trainingsplatz, trainiert ganz normal mit den Reservisten, mit keinem Murren, im Gegenteil ist derjenige, der da vorangeht, der Lust hat auf Training. Das ist das, was einen wirklich auch begeistern kann, und das ist das, was dann auch einen Marktwert ausmacht zu den Toren und zu dem, was offensichtlich ist, die Torquote in der Nationalmannschaft, die Torquote bei Tottenham. Das macht dann natürlich Harry aus und die großen Harry Kane! Persönlichkeiten im Sport aus, und das ist er zu 100%, und deshalb gibt es den Effekt, und deshalb erhöht er unsere Chancen, morgen zu gewinnen, massiv. Natürlich werden wir höchstwahrscheinlich nicht jedes Spiel gewinnen, nur weil er da ist und auch mit ihm, und auch wenn der Effekt voll eintritt, werden wir nicht jedes Spiel gewinnen können, und trotzdem wird es wirken. Davon bin ich 100% davon überzeugt, deshalb habe ich mich 100% committed und dafür gekämpft, und alles, was ich bisher sehe, wahrnehme und spüre, bestätigt mich darin. In der Mitte bitte Florian Plettenberg für Sky. Danke. Hallo Herr Tuchel. Hallo. Herr Tuchel, in den letzten Stunden ist sehr, sehr viel passiert rund um die Torwartfrage beim FC Bayern. Können Sie uns da nochmal abholen in den Entscheidungsprozess? Sie haben vor wenigen Tagen noch mit Stefan Ortega telefoniert. Der Spieler selbst hat uns gestern überlegt, ob er das Projekt auflöst bei Manchester City. Sie wollten ihn gerne holen. Jetzt ist Sven Ulreich vorübergehend die Nummer 1. Was ist da passiert? Wie sind Sie involviert? Und warum genießt Sven Ulreich ab sofort die volle Rückendeckung? Was ist passiert, dass Sie so gut informiert sind? Das wäre mal die dringende Frage. Das ist ja beängstigend. Auch da greife ich auch schon mal im kommenden Video vorweg. Wir geben absolut mal wieder kein gutes Bild ab, was unsere Transferstrategie und auch unsere, ja, man hört es ja gerade, diese Infos, die nach außen dringen, also da muss auch dringend dran gearbeitet werden, also. Aber da kommt ein extra Video zu. Das ist ja beängstigend. Wir haben grundsätzlich eine sehr positive Nachricht, weil der Eingriff bei Manu wirkt und sehr positiv wirkt, und die Prognose
die nie zu 100% ist, nur eine Prognose. Aber die Prognose für den Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining hat sich verkürzt, deutlich verkürzt. Und ja, dann gib doch mal einen Zeitraum. Ja, was sind das für Aussagen? Und selbst wenn er ins Training zurückkehrt, ja, nach so einer Verletzung, Alter, also ich habe selber einen Schienbein-Wadenkopfbruch gehabt, das ist immer noch nicht so, wie es, das ist schon Jahre her, so wie es mal war. Ich bin jetzt kein Leistungssportler. Aber dass er nochmal, selbst wenn er jetzt im Mannschaftstraining dann zurückkehrt, dann gleich wieder so ein Niveau hat, oder ein besseres Niveau als ein Ulle, der jetzt vielleicht 4-5 Wochen reinkommt, na, bin ich mir noch nicht so sicher. Die Entwicklung bei Manu ist extrem positiv. Ich habe ihn die letzten beiden Tage selber auch trainieren sehen. Ich bin kein Reha-Experte natürlich, aber das, was ich gesehen habe, war sehr beeindruckend. Das sah sehr, sehr gut aus. Und deshalb. Wir wünschen es uns natürlich alle, ja. Da müssen wir nicht drum herum reden, dass er nochmal an seine Form rankommt und fit wird. Keine Frage, aber. Ja, mit 37 ist man jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wa? Und da jetzt irgendwie, selbst wenn das nochmal schafft, dann die nächsten 2, 3, 4 Jahre auf ihn zu bauen, weiß ich nicht, fühle ich nicht mehr. In dem Alter, sage ich euch auch ehrlich. Auch wenn es ein Torwart ist, wo alles immer ein bisschen länger geht, siehe Buffon und so weiter, klar. Und Erfahrung natürlich auch ein wichtiger Faktor ist. Ja, keine Frage. Ja, aber irgendwann muss man dann auch mal langsam ein bisschen weiterdenken. Deshalb rechnen wir ja in den nächsten Wochen mit einem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Planung. Die Priorität in allen Planungen ist ja grundsätzlich Manu Zeit und Ruhe zu geben, gesund zu werden und zurück ins Tor zu kommen. So. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auf einem sehr hohen Niveau konkurrenzfähig sein. Und Ulle macht das im Moment sehr gut, aber nur mit Ulle und der Konstellation, wie sie jetzt ist, können wir das nicht gewährleisten. Deshalb sind wir nach wie vor dran, versuchen den Torhüter zu verpflichten. Und die Maßgaben bleiben die gleichen und die Namen werde ich nicht kommentieren zu Ihrem Verständnis natürlich. Ne? Next is one guest from UK, Charlie Wyatt for The Sun. Yeah. Können Sie uns unsere erste Woche mit Harry beschreiben? Und Sie sagten kürzlich, dass Bayern auch sich um Harry herum einfinden muss. Wie lange wird das dauern? Welche Geduld müssen Sie mitbringen? Denn so etwas kann ja nicht sofort passieren. Ja, wir sind alle ungeduldig. Auch ich bin ungeduldig. Ich bin aber guter Dinge, dass er eine sofortige Wirkung haben wird. Denn meine Eindrücke von Harry sind wirklich fantastisch. Habe ich ja schon mehrfach gesagt, wird er auf jeden Fall haben. Ja, wir haben das Vakuum gesehen, was er Davy da gelassen hat, als diese Art Neuner. Gut, Harry Kane ist jetzt noch ein bisschen andere Art. Noch ein bisschen mehr, der sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr fallen lässt, obwohl Levi das die letzten Jahre halt auch schon extrem gemacht hat. Wenn es halt gar nicht lief, wenn er gar keine Bälle bekommen hat. Also von daher sollte diese Eingewöhnung nicht so lange dauern. Und wenn er von Anfang an spielt und dann auch die 1, 2, 3 Bälle kriegt, wird er die Hütten machen und mit Heavy Mania loslegen. Fantastisch, er ist ein Top-Profi, die Qualität ist herausragend und er ist ein großartiger Mensch. Er ist sehr offen, er ist der Erste auf dem Trainingsplatz, er ist sehr offen in der Umkleide, er hat dort sofort einen Effekt mit seiner Persönlichkeit, mit seiner... Ja, wer will ihm auch irgendwas sagen, Alter, von denen, die da rumlaufen. Klar haben wir auch Müller und so weiter, große Persönlichkeiten, aber jetzt mal ganz ehrlich, ob da so ein Kimmich dann da steht oder so ein Serge, Alter, die haben da eigentlich vor Ehrfurcht gerade zu stehen, ey. Herangehensweise an den Fußball, an sein Spiel und das spürt man jeden Tag in jeder Trainingseinheit. Aber ich finde es halt immer wieder traurig, wenn man hört so, vielleicht sind es nur Floskeln, keine Ahnung, aber sollte das so sein, ja, er ist der Erste beim Training auf dem Platz und in der Kabine gleich der Erste, der da mal irgendwie... Warum machen das unsere anderen gestandenen Profis nicht? Wie Sané, Gnabry, Kimmich, Goretzka. Das sind doch auch alles angeblich die Anführer, Leader und immer voran und immer heiß und immer, ja, da hörst du nie, ja, der ist mal der Erste auf dem Trainingsplatz, gibt Vollgas, auch
nach so einem Spiel, wenn er nicht viel gespielt hat, mit den Reservisten und sowas, da hörst du nichts von, ne? Dass die das so machen. Kann man sich mal hinterfragen, warum das so ist. Wo dann wieder bei den Schlüsseln sind, warum es nicht so läuft. Er macht jede Trainingseinheit sehr fleißig. Er jagt den Ball sofort nach, wenn er einmal verloren wird. Und er ist immer gefährlich, wenn es darum geht, Tore zu erzielen. Er haut sich voll rein im Training, in jeder einzelnen Einheit. Und das ist wirklich fantastisch, das zu sehen. Es gab so ein paar Aktionen, wo man seine Qualitäten gesehen hat. Gestern hatten wir so ein paar offensive Bewegungen und offensive Abschlüsse in Richtung Tor, und das war wirklich herausragend, was seine Qualität anbetrifft. Es ist beeindruckend, wie er arbeitet, und es ist natürlich für ihn auch zum ersten Mal ein neuer Verein, ein neues Land, eine neue Kultur, alles ist neu. Ja, natürlich. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Er wird auch eine gewisse Eingewöhnungszeit brauchen, habe ich ja auch schon gesagt. Aber wenn er halt diese Standardchancen vorm Tor kriegt, wird er sie auch machen. Ja. Die Bindung zum Spiel wird vielleicht noch nicht so sein, die ersten Wochen, das ist ja ganz normal. Wir müssen uns ja alle nichts vormachen. Aber wir sind natürlich ungeduldig, aber ich habe Erfahrung und habe schon ganz verschiedene Spieler beobachtet, die Veränderungen durchgemacht haben, und das dauert seine Zeit. Aber ich bin guter Hoffnung, dass Harry eine Art von Spieler ist, der sich schnell anpassen wird. Er wird unsere Nummer 9 sein, er wird unser Fixpunkt sein, und um ihn herum werden sich die Spieler auf ihn einstellen, und ich bin mir sehr sicher, dass er unsere Spieler besser machen wird, die um ihn herum spielen. Ja, weil er die Dinger vollendet, was unsere anderen Spieler, die drumherum spielen, halt irgendwie nicht wirklich konstant können. Er wird alles beeinflussen, auch die Verteidigung. Sie werden sich auf ihn konzentrieren, also wird er auch Raum für andere generieren. Er ist nicht nur eine Nummer 9, sondern auch einer, der zwischen der 9 und der 10 auf den Halbräumen spielen kann. Er gibt uns da also viele Optionen. Und er bekommt alle Zeit, die er braucht, um sich hier anzupassen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass er schon morgen eine Veränderung bewirken wird. Entschuldigen Sie, wenn Sie diese Frage schon gehört haben. Wird Harry morgen starten? Ja, wenn nichts anderes mehr passiert, nichts Außergewöhnliches, dann wird er in der Startelf stehen. Was seine mentale Seite angeht, es waren ja tumultartige Tage vor dieser Unterschrift, und jetzt ist er von London nach München gezogen. Was für einen Faktor spielt das? Wie beeinträchtigt das sein Training? Oder hat er es geschafft, das alles zu vergessen? Ja, wenn er das noch besser hinkriegt im Training, dann bin ich wirklich aufgeregt. Aber natürlich habe ich das alles im Hinterkopf, und ich weiß, das ist zum ersten Mal, dass er den Verein wechselt, dass er das Land wechselt. Er hat auch eine persönliche, familiäre Situation, wo er das nächste Kind erwartet. Also es gibt schon ein paar Dinge um diesen Transfer noch herum, und das sorgt alles für viel Ablenkung. Aber sobald er auf dem Platz ist, habe ich das Gefühl, dass er sehr ruhig ist und gesammelt, und dass ihm das Training gefällt und dass es ihm gefällt, mit den Jungs auf dem Platz zu sein. Und das ist wirklich beeindruckend. Aber natürlich haben wir den Kapitän der Nationalmannschaft unter Vertrag genommen. Und das ist das, was man vielleicht erwarten mag, aber es ist trotzdem beeindruckend, wenn man ihn dann sieht, und es ist schön, dass er hier ist. Mario Krischl für den Kicker, bitte. Herr Tuchel, Sie haben ja Samstag gesagt, Kane spielt immer fertig aus. Ja. Tja, das würde ich auch so unterschreiben, Alter. Da brauchst du keine Konkurrenzsituation aufstellen. Klar, kannst du ihn mal rausnehmen nach 70 Minuten oder sowas, aber wenn es 3-0 steht und sowas, dann müssen wir nicht drum herum reden, aber ansonsten, wenn du so eine Waffe hast, dasselbe wie mit Levi, ja, dann gibt's da nichts zu diskutieren, Alter. Selbst wenn er einen schlechten Tag hat, ist er wahrscheinlich immer noch gefährlicher, bei irgendeinem 100%igen den reinzuschieben, wie ein Serge, wie ein Sané oder sonst wer, Alter. Da müssen wir uns ja wohl, denke ich, nicht irgendwie drüber unter... Gilt das eigentlich für einen anderen Spieler auch noch, so eine Einsatzgarantie? Ja, aktuell für den Kimmich, Alter. Der spielt ja auch immer. Schauen wir mal. Schauen wir mal, aber das sind ja schon einige jetzt auch durch die Vorbereitung, die grundsätzlich immer spielen. Und ich habe das ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt, der Wunsch von uns ist schon, und deshalb, Sie haben das ja auch bemerkt, es gab wenig Rotation in den Vorbereitungsspielen, in der Startelf, es gab immer mal...
Naja, aber warum lässt man dann Pavard spielen, der hat den Verein verlassen will? Warum spielt nicht in der Innenverteidigung da Minjay mit De Ligt? Damit die sich endlich mal einspielen. So, das sollte ja wohl schon unsere Nummer 1 Innenverteidigung sein, wenn es normal läuft. Also das haben wir nicht einmal gesehen. Daher sind die Aussagen schon sehr schwierig oder, ja, keine Ahnung. Tuchel sieht das alles ein bisschen anders in der Innenverteidigung. Würde aber bedeuten, dass De Ligt dann irgendwie außen vor ist. Was ich irgendwie extrem komisch finden würde. Also ich bin sehr gespannt auf die Aufstellung heute. Mal wieder kleine Änderungen, ein bisschen verletzungsbedingt oder weil es jemand auch verdient hatte oder weil wir noch Sachen ausprobiert haben. Aber insgesamt, glaube ich, tut es uns besser, wenn wir nicht so viel rotieren. Deshalb gibt es hoffentlich sehr schnell auch eine gefestigte Elf, die natürlich auch gewinnen muss, um sich zu verdienen, die gute Leistungen bringen muss, um sich zu verdienen, auf dem Platz zu bleiben. Und dann, ja, klar, ich habe das ein bisschen flapsig dahingesagt, weil einer ihrer Kollegen gefragt hat, ob wir ihn jetzt langsam heranführen. Da habe ich gesagt, das machen wir nicht, spielt einfach immer. Und dabei belassen wir es mal. Nebendran Nikolaus Linner für Bild. Hallo Herr Tuchel, nochmal zur Torwartsuche. Ja. Sie haben ja die neue Entwicklung zu Manuel Neuer beschrieben, aber trotzdem gesagt, dass es noch einen Torwart braucht. Wie sieht denn das Profil des gesuchten Torwarts nun aus? Ist das jemand, der als Nummer 1 Manuel Neuer vertreten soll? Oder Kann nur von der Bild kommen. der sich hinter Sven Ulreich als Ersatz bereithalten kann? Und da gibt es ja noch ein paar mehr Stellen, die wir auszuschreiben hätten. Also das Wichtigste, um es nochmal zu wiederholen, das Wichtigste ist, dass wir den Spagat schaffen zwischen der Ruhe und der Zeit und dem Vertrauen für Manu und trotzdem konkurrenzfähig zu bleiben auf jeder Position. Wenn man sich da hinstellt und sagt, ja, wir wollen dem Manu die Ruhe und die Gelassenheit und ihm die Sicherheit geben, dass wenn er fit ist, er die Nummer 1 ist, werden wir keine Nummer 1 verpflichten. Punkt, da müssen wir nicht drüber rumreden. Also man setzt ja noch voll auf den Manu, sonst würde man ja anders kommunizieren. Ne? Von daher wird man einen Torhüter holen, der entweder hinter Ulle steht oder auf Augenhöhe mit dem Ulle. Ich fände es ein bisschen schade, wenn man Ulle jetzt einfach wieder einen vor die Nase setzt. Man kann ja gerne einen Torwart holen, der auch das Niveau hat vom Ulle oder vielleicht auch einen Tacken besser. Aber dann sollte man auch klar kommunizieren, dass der neue Torwart in den Konkurrenzkampf mit dem Ulle geht. Ne? Und nicht wieder, wie es mit dem Sommer war. Ja, hier, wir haben den Sommer verpflichtet, der spielt jetzt immer. Und der war kein Deut besser. Ja, der hat mehr Unsicherheit reingebracht, als ein Ulle das gemacht hätte. Also von daher sollte man da ein bisschen vorsichtiger sein. Das beinhaltet natürlich eine sensible Position wie die Torhüterposition. Ich dribbel jetzt rum, Sie merken es, aber ich werde Ihnen nicht mehr zum Profil sagen. Ich erkläre es Ihnen dann, wieso es, wenn wir jemanden haben und derjenige dann hier ist, dann sage ich Ihnen, wieso es der geworden ist. Hinten rechts Florian Schiemark für TZ. Und eigentlich hätte man jetzt die beste Situation, um zu sagen, man verpflichtet einen jungen Torhüter, der Potenzial hat. Die beste Zeit dafür eigentlich. Aber du hast einen Ulle, der konstant spielt, der ein gewisses Level hat, mit dem kann er in Konkurrenzkampf gehen, kriegt dann vielleicht das eine oder andere Spiel oder kann sich sogar durchsetzen gegen Ulle, wer weiß. Und selbst wenn Neuer dann zurückkommt, selbst, wie gesagt, der wird Zeit brauchen, bis er wieder in Topform ist, Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zurückkommt und gleich wieder der Alte ist. Vielleicht mag ich mich täuschen, aber selbst dann, was wird ein Neuer noch haben? Ja, diese Saison kommt nochmal eine Verletzung, kannst du ihn nicht nochmal durchziehen. Ja? Bleibt er verletzungsfrei, hat er vielleicht noch 1,5 Jahre auf welches Niveau, das wissen wir nicht nach so einer Verletzung, ja. Man sagt immer, solange wie die Verletzung dauert, braucht man auch wieder, bis man in Topform ist und so weiter und so fort. Also, wenn nicht jetzt, wann wäre die beste Situation, einen jungen Torwart zu holen, der vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat, der die nächsten Schritte gehen kann. Ja, und der dann den Manu beerbt. Vielleicht am Ende der Saison, vielleicht ein Jahr danach. Wer weiß, ja. Klar muss man dem Jungen dann noch Perspektiven geben, wie, keine Ahnung, DFB-Pokalspiele spielst du oder da spielst du mal oder hier und da, wenn Neuer noch da ist. Logisch, na klar. Aber, ja, weiß ich nicht. Jetzt wieder zu sagen, ja, wir holen jetzt nochmal irgendwie so einen Übergang. Ich meine, Ortega da, na klar, aber ist ja keine Nummer 1, Alter. Ne?
Und City will ihn auch gar nicht abgeben. Aber jetzt wieder in diese Kerbe zu gehen, zu sagen, jo, wir holen wieder einen, den wir da irgendwie hinstellen für ein Jahr oder sowas, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Und das dann wieder Ulle vor die Nase zu setzen, das geht halt auch nicht. Also. Aber auch das wäre ein extra Video wert. Alter. Grüß Gott, Herr Tuchel. Wir hatten gerade von der Vorbereitung, von der ersten Elf, da hat Ryan Gravenberch keine große Rolle gespielt. Wie sind die Planungen mit ihm und was ist Ihre Meinung von ihm? Die Planungen für Ryan sind im Offensivbereich unseres Spiels. Ja, das hat man ganz klar gesehen. Er wurde ja, wenn dann auch als Zehner größtenteils aufgestellt. Oder als, was weiß ich, offensive Achter, wie immer ihr das nennen wollt. Das hat man ganz klar gesehen in den Testspielen, ne? Dass er keinerlei Option ist irgendwie für die 6 und das sehe ich eigentlich ähnlich. Ich sehe ihn im Offensivbereich. Er war, wenn er eingewechselt wurde in den Vorbereitungsspielen, sehr stark. Er hatte immer einen Einfluss. Und das ist im Moment seine Rolle. Es ist große Konkurrenz im Offensivbereich. Ja. Da sehe ich seine Stärken. Musiala, Müller. Ich sehe seine Stärken mit Rücken zum Tor, in den Drehungen unter Druck, unter Gegnerdruck im Rücken und seine Stärken im Dribbling. Und dort kämpft er um seinen Platz. Und im Umkehrschluss heißt es ja auch, wenn Leimer auf der 6 spielt, kämpft er dann auch noch mit dem Kimmich um die 8er-Position. Ja, kam jetzt nur von der Bank in den Vorbereitungsspielen, aber das ist im Moment die Rolle. Bin sehr zufrieden mit dem, wie er trainiert. Und wenn er jetzt geduldig bleibt und dran bleibt und auf seine Einsatzchance wartet und die dann wahrnimmt, hat er alle Chancen wie alle anderen auch. Naja, sehen wir es jetzt mal nüchtern. Eigentlich hat er keine Perspektive, wenn Tuchel ihn als Offensivspieler sieht. So, weil guckt euch an, welchen Konkurrenzkampf steht er. Nehmen wir die 8er-Position, es ist Kimmich, Goretzka. Nehmen wir die 10er-Position, es ist Müller, Musiala. Selbst Musiala ist auf der 8er-Position noch vor ihm gewesen. Ja, dann hast du noch einen Gnabry oder einen Sané, die auch mal auf der 10 spielen können. Ja, ich sehe da relativ wenig für Ryan Gravenberch und ich gehe davon aus, dass wir ihn noch verkaufen werden. Haben wir noch 3 Fragen bitte nebendran. Maximilian Koch für die Abendzeitung. Ja, Herr Tuchel, es gab in den vergangenen Tagen auch wieder einiges an Kritik an Joshua Kimmich, auch von ehemaligen Spielern. Können Sie vielleicht... Auf den Kimmich! Auf den Kimmich! Ja, keine Ahnung, Leute. Ich weiß auch nicht, warum der Kimmich so polarisiert und ja, vielleicht sollte er sich einfach mal eingestehen, was er kann und was er nicht kann. Ne? Aber er hat sich dahingestellt und gesagt, ja, ich bin ein Sechser und er hat wieder bewiesen, dass er diese Position nicht spielen kann und schon gar nicht alleine. Aber auch da anderes Video. Wir hören erstmal weiter, sonst wird das hier so ein Stundenvideo. Vielleicht mal erklären, was er für eine Bedeutung hat für Ihre Spielphilosophie, Ihr Spielsystem und ist er auch für Sie eine Option als Rechtsverteidiger oder ist das komplett ausgeschlossen? Das ist im Moment eigentlich kein Gedankenspiel für mich. Ich weiß, dass er das auf einem sehr hohen Niveau auch spielen kann. Wir fühlen, dass da im Moment auch im Stadion so ein bisschen Druck drauf ist in der Stimmungslage, aber grundsätzlich, was ich von Jo im Training sehe und das ist einfach auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau, was er abliefert. Ja, da sind wir wieder bei dieser Diskussion, was ich im Training sehe. Das ist alles super, super Niveau, ist ja Weltklasse. Und im Spiel ist er dann immer 3 Stufen schlechter, oder was? Ja. Auch da muss man sich mal hinterfragen, warum das so ist und sollte ihn vielleicht mal einfach 1, 2 Spiele draußen lassen. Vielleicht kriegt er es dann mal hin, diese super, super Hightech-Qualität, die er im Training bringt, mal ins Spiel umzusetzen. Das wäre schön. In unseren Trainingsformen, sei es im Positionsspiel, sei es Ja, Positionsspiel gegen Leipzig, 2. Halbzeit, Alter. Die 6er-Position war einfach nicht besetzt. Punkt. Die war nicht besetzt 50% der Zeit. Da war niemand. In den Kleinfeldturnieren, in großen Spielen. Jo ist normalerweise, die Mannschaft mit Jo gewinnt die Turniere, die Mannschaft mit Jo gewinnt die Trainingsspiele. Da ist er derjenige, der die Mentalität auch Warum? Weil er so gute Ecken schießt oder was? Vorlebt in jedem Training und die
Weil er den gegnerischen Torwart warm schießt mit seinen Ecken? Wahrscheinlich. Ja. Die gewisse Qualität hat, die einen Unterschied auszumachen. So, jetzt fehlt ihm im Moment ein bisschen Spielglück, es fehlt ihm auch die Leichtigkeit und es fehlt ihm auch. Was für ein Spielglück hat Ihnen denn die letzten 30 Minuten gegen Leipzig gefehlt, Alter? Jeden Ball, den er angenommen hat, ging nach hinten oder quer. Jeder. Ich habe nicht einen Ball nach vorne gesehen. Deswegen haben wir ja auch nie mehr nach vorne gespielt. Ja, weil er auch natürlich der alleinige Sechser, Achter war. Ja. Auch wie dem gesamten Team, so uns fehlt einfach eine Leichtigkeit und der Lauf. Sieht schwerer aus, als es ihm im Training und in den Testspielen fällt. Und wir werden ihm helfen, dass er sich daraus kämpft, klar. Dann Klaus Bergmann bitte nochmal. Herr Tuchel, eine Innenverteidigung, eigentlich sieht man bei jeder Mannschaft oder jeder Trainer hat gerne so eine relativ feste Oh, jetzt kommt die Frage nach Min-Jae und De Ligt. Da bin ich mal gespannt. Innenverteidigung, da wird wenig gewechselt. Auch im Spiel wechselt man da wenig. Ja. Sie haben bislang noch nicht so richtig die Innenverteidigung herauskristallisiert. Lag das jetzt daran, dass Kim so spät gekommen ist, dass De Ligt verletzt war? Exakt. Und ist das eigentlich die Innenverteidigung, die Sie perspektivisch sich vorstellen? Ich glaube, dass sie die 3 gelernten Innenverteidiger plus Benjamin Pavard, der dort auf einem sehr hohen Niveau auch spielt. Und naja, das war auch durchschnittliches Niveau bisher, muss man auch mal ganz klar auf dem Boden bleiben. Dort gerne spielt, wie wir wissen, dass die auf dem... Deswegen hat er auch gespielt. Ah ja, wir wollen ihm ein bisschen Zucker in den Arsch schieben. Vorbereitung. Ja, was hat's gebracht? Gar nichts. Er wird trotzdem wechseln. Ist ja auch nicht doof. Ja, also, meint ja, der Benji denkt sich auch, ja, wie die verpflichten Min-Jae, haben die Licht, der Monster ist, dazu noch ein Opa und ja, aber ich spiele den Innenverteidiger nächste Saison, oder was? Sehr hohen Niveau, sehr ausgeglichen besetzt ist, alle ein bisschen unterschiedlich. Kim kam tatsächlich direkt aus dem Militärdienst. Ja, war aber mega stark, wenn er kam. Zu uns, dann in die Asienreise, dann auch Vereinswechsel, Kulturwechsel, Sprachwechsel. Da ist auf jeden Fall und dann ein neues Spielsystem, neue Art zu verteidigen, neue Mitspieler um sich herum. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, dass Kim Min-Jae das Potenzial hat, auch ein richtiger Leader zu werden. Kommt auch wirklich, die Art und Weise ist einfach vorbildlich, wie er trainiert und seine Persönlichkeit. Der kommt jeden Tag mit einem neuen Satz auf Deutsch, der coacht auf Englisch immer mehr, auch im Training und hat da auf jeden Fall das Zeug, ein sehr dominanter Spieler für uns zu werden. Und Upa hat die ganze Vorbereitung verletzungsfrei durchgemacht und Mata kam aus einer Verletzung. Alle können spielen. Ich glaube, dass auch alle zusammenspielen können. Und das wird jetzt, wir haben Min-Jae mal ein bisschen durchatmen lassen und dann Mata beginnen lassen. Beide sind nicht zu 100% fit gewesen. Jetzt sind sie eine Woche weiter. Natürlich, das hilft uns in der Auswahl. Und sobald wir dann, auf jeden Fall, sobald sich dann irgendjemand ein bisschen die Nase vorne hat, ist unser Wunsch auf jeden Fall dann auch eine 4 zu finden, eine Viererkette zu finden, in der wenig gewechselt wird, weil es extrem wichtig ist in den Abläufen. Wir müssen besser werden in den Distanzen, wir müssen... Ja, aber warum hat man das nicht in den Vorbereitungsspielen so gemacht? Warum hat man immer Min-Jae oder De Ligt aufgestellt? Ist ja okay, wenn beide, wie er sagte, angeschlagen aus einer Verletzung, Blasels, hättest du auch Pavard und Upa spielen lassen können und die andere Halbzeit Min-Jae und De Ligt, dann hätten sie sich schon mal ein bisschen einspielen können, man hätte gucken können, ob es überhaupt passt, hin und her. Aber das haben wir ganze 15 Minuten gesehen, in der ganzen Vorbereitung. Also das ist ein Ding, was ich nicht verstehe. Und das alles nur, um Benji irgendwie Zucker in den Arsch zu blasen, damit er vielleicht doch bleibt und einen Vertrag verlängert. Für was? Wenn, dann wäre er als rechter Verteidiger aufgestellt worden. Ist ja gerade, was ich sagte, oder was er jetzt gerade aussagt. Du hast 3 und Upa ist auch ein Monster. Ja, wenn Upa endlich seine komischen Fehler abstellt, haben wir 3 Innenverteidiger, Alter, wo jeder neidisch ist. Und dann ist da kein Platz, um zu sagen, ja, wir haben aber noch so einen Benji hier, der so ein Durchschnitts-Innenverteidiger ist. Klar, er ist ein guter Innenverteidiger, schon ein hohes Niveau, aber jetzt auch nicht auf der Stufe, was die anderen sind. Also
besser werden im Durchschieben von links nach rechts. Wir müssen in der Höhe der Abwehr noch fleißiger werden. Wir müssen mehr Laufarbeit investieren. So, es gibt einfach noch ein paar inhaltliche Themen. Und dafür hilft es, wenn wir eine feste 4 finden. Aber sind wir gerade dabei. Letzte Frage bitte, Florian Plettenberg. Ja, und feste 4, warum nicht mal den Stanley eine Chance geben als rechter Verteidiger? Ich weiß nicht, vielleicht siehst du auch einen Upa als rechter Verteidiger. Er hat ja gerade gesagt, auch alle 3 wären möglich. Bin ich mal gespannt. Aber warum nicht ein Stanley? Ja, ich weiß, Stanley ist auch so ein Streitpunkt. Mal so, mal so. Aber gib dem Jungen doch immer 4, 5 Spiele am Stück auf der Position. Dann hätten wir da auch einen besseren Eindruck. Ja, Mats Rui, wenn er die Leistung bringt, wo er zum Ende hin vor der Verletzung war, denke ich, ist er gesetzt. Ja, hat er sehr gut gemacht. Keine Ahnung, auch eine Posi, ja. Bin sehr gespannt. Ich denke mal, die Aufstellung gegen Bremen wird schon einiges verraten. Ja, Tuchel, in Singapur haben wir damals nie über Liverpool gesprochen vor dem Testspiel, deswegen kurz die Frage zu Bremen. Was erwarten Sie überhaupt für eine Bremer Mannschaft? Wir haben sich auf Bremen eingestellt. Und nochmal kurz zu Ihrer Art, öffentlich auch zu kritisieren. Das war ja der ein oder andere Bayern-Spieler in den letzten Jahren überhaupt nicht gewohnt. Ich persönlich finde das gut. Sag ich euch, wie es ist. Habe ich auch letzte Saison oft genug angekreidet, dass man nicht mal auch öffentlich mal klare Kante zeigt, weil das brauchen die Spieler einfach mal. Die werden nur verhätschelt bei uns. Ja, wofür Oase, FC Bayern, Sané, Gnabry und so weiter kannst du durchgehen. Wo in Gnabry jetzt die Vorbereitung echt konstant okay war, wie ich finde. Völlig richtig. Das Einzige, was ich nicht Tuchel ankreide, ist, dass er sich da hinsetzt und sagt, ich habe keine Ahnung. Das ist natürlich schwierig als FC Bayern-Coach, sich hinzusetzen und zu sagen, ich habe keine Ahnung. Kann man ja dann irgendwie intern oder mit seinem Trainerteam so äußern, um dann da irgendwelche Ansätze zu finden. Ja, aber nach außen hin schwierig. Ja, da sollte man dann irgendwie ein bisschen andere Worte wählen. Aber ansonsten, dass man die Mannschaft auch mal öffentlich dahinstellt, finde ich völlig legitim, weil das hat die Mannschaft sich die letzten Wochen und Monate einfach erarbeitet, dass das mal passiert. Ja? Und nicht, dass nur der Trainer da sitzt und die Birne hinhält. Und ja, ich weiß, viele fordern schon wieder Tuchel raus, Tuchel packt's nicht, bla Sülz. Fühle ich persönlich nicht. Noch nicht. Noch lange nicht. Wenn Sie so mit harter Zunge regieren öffentlich, machen Sie das bewusst? Und haben Sie das Gefühl, dass so mancher Spieler auch vor dem Trainer Thomas Tuchel manchmal Angst hat? Ja, wirklich. Also der Trainer war ja gegen Monaco und Liverpool und so weiter auch auf der Bank gesessen und da waren wir auch in Rückstand und hat jetzt irgendwie niemand den Eindruck gemacht, als müsste Angst haben vor mir. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, bei der Spielerfahrung und der grundsätzlichen Erfahrung der Spieler. Ich habe es mitbekommen, dass das hart gewirkt hat, die Kritik. Ich fand, dass ich das sehr offen und ehrlich beschrieben habe, wie meine Gefühlslage ist. Ja, das finde ich auch völlig okay. Ja, also, Leute, überlegt euch mal, wie viel die letzten Wochen und Monate wir uns beschwert haben, dass man nicht Tacheles geredet wurde, öffentlich. Ja, intern weiß man das natürlich nie. Aber ich persönlich fühle das mehr, dass man sich da mal offen und ehrlich, auch wenn man dann sagt, ich habe keine Ahnung, ja, das ist ein bisschen unglücklich, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber ich fühle so eine Aussage, die so offen und ehrlich ist, mehr, als wie dieses Rumgeeier. Ja, so diese Fragen und Antworten ohne Aussagen, ja, die wir zuhauf in den letzten Wochen und Monaten gehört haben. Dann doch lieber mal klare Kante, bam, 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 so, fertig. Ja, genauso wie die Sache mit dem Sechser. Das ist eine klare Aussage von Thomas Tuchel. Ja, vielleicht auch zum Eigenschutz, sei dahingestellt, dass man immer noch sagen kann, yo, ich habe das oft genug angesprochen, dass wir eine richtige 6 brauchen. Mag sein, anderes Thema. Aber ich persönlich fühle das mehr. Mal so offene, klare Worte auch mal den Spieler dahinstellen und mal, ja, nicht nur verhätscheln lassen, nicht nur immer alles abnehmen, nicht nur immer, ach ja, du kleiner lieber Bub, kümmere dich mal darum, du brauchst nur 90 Minuten Leistung bringen. Wenn sie die Leistung dann nicht bringen, ja, da muss man sie auch mal dahinstellen, Alter. Ja, weil die Spieler sind am Ende dafür da, die Leistung zu bringen, nicht der Trainer. Der Trainer kann alles drumherum machen. Und
Und dass ein Tuchel ein guter Trainer ist, hat er nachgewiesen und dann kann man auch mal die Spieler in die Pflicht nehmen, Alter. Ja? Und nicht nur alles abfangen müssen. Meine Enttäuschung war sehr groß. Wer mich kennt und wer mich begleitet, wer sich die Mühe macht, weiß, dass das am nächsten Tag und mit bisschen Abstand am nächsten Tag und mit der Mannschaft immer inhaltlich weitergehen wird, immer. Dass wir immer gut vorbereitet zu jedem Spiel anreisen werden, dass wir alles tun werden, um uns selber ständig zu hinterfragen im Trainerteam und auch das bestmögliche Trainerteam sind, dass wir für die Mannschaft sein können, je nachdem, was sie gerade braucht. So, also da kann man sich schon sehr sicher sein. Ja, manchmal braucht eine Mannschaft einfach auch mal, dass sie auf die Fresse kriegt öffentlich. Punkt. Ja? Ein völlig legitimes Mittel. Und wie gesagt, dass das so kommt, hat die Mannschaft sich die letzten Monate erarbeitet, Alter. Ich glaube, auch ein Goretzka hat sich den Umgang erarbeitet, den er aktuell erfährt. Ja? Das muss man auch mal klipp und klar sagen. Genauso wie der ein oder andere Spieler. Dass auch viel draus gemacht wird. Ich glaube, das kommt natürlich auch noch dazu, ne? Klar, da wird ja dann wieder jeder Satz irgendwie anders interpretiert und bla und Sülz und ja, da muss man auch mal immer auf den Boden. Auch normal ist, nach einer 0-3-Niederlage, würde ich jetzt fast behaupten, ist auch fast egal, was ich sage, weil es wäre in alle Richtungen, weiß ich nicht, wie man das erklären kann, so richtig, um alle dann zufriedenzustellen. Wie gesagt, ich habe die Leistung jetzt nicht so schlecht gesehen, erste Halbzeit. Erste Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht eigentlich, wir haben viele Torchancen gehabt, wir haben einfach kein Tor gemacht. So, dann wäre das Spiel auch ganz anders gelaufen, ne? Zweite Halbzeit war dann einfach wieder so der Verfall in die alten Sitten, keine Frage. Und die letzten 20 Minuten hat uns irgendwie die Kraft gefehlt im Gegensatz zu Leipzig, das kann man auch so sagen. Und da kannst du auch den Tuchel dann ankreiden, dass die Mannschaft dann da auf dem Punkt noch nicht fit war. Jetzt kann man drüber streiten. Ist es wichtig, dass wir auf dem Punkt Supercup bereit sind oder ist es wichtig, dass wir auf dem Punkt erster Bundesligaspieltag bereit sind? Mit der Vorbereitung, die wir hatten, mit der Asientour und so weiter. Ja, also ist es für mich persönlich schon wichtiger, wir sind am Punkt Bremen fit, können 90 Minuten Vollgas geben, das erwarte ich auch, ja. Aber auch nur meine persönliche Meinung. Das ist, glaube ich, auch nicht mein Job, weil ich war extrem unzufrieden. Ja, und dann hat er auch das Recht, das zu äußern. Punkt. Auch öffentlich. Es war dann eher authentisch als alles andere. Ja. Aber klar, vielleicht war es nicht der diplomatischste Weg. Mein Daumen hoch hat er dafür. An dem Abend. Bleibe ich auch bei. Auch trotz seiner Aussage irgendwie, ich habe keine Ahnung, die ein bisschen unglücklich ist. Aber das ist das, was er in dem Moment gefühlt hat. Und ich treffe auch genug Aussagen, auch hier auf dem Kanal, aus der Emotion heraus, wo ich das einfach gerade so fühle. Und das dann vielleicht mit einem Tag Abstand ein bisschen bilderer hätte ausdrücken können und so weiter. Von daher, ich fühle das. Wenn ich es versucht hätte, sehr diplomatisch zu verkaufen, hätten sich die Leute vielleicht gefragt, ob ich beim richtigen Spiel war und ob ich noch weiß, wie das letzte Heimspiel davor ausgegangen ist. So, und das ist in der Summe, ist das nach wie vor für mich, für unseren Anspruch und den ich an mich persönlich habe, für mich ist das, ich nehme das persönlich. Also ich... Ja, ist doch richtig so. Für mich zu verlieren und ich... Für mich ist das authentisch, was er sagt und ich sehe das, fühle das genauso, ja. Habe ich jetzt gerade ausgeführt. Okay, ich kann das fast nicht aushalten. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir das auch gemeinsam so entwickeln und eine Widerstandsfähigkeit entwickeln. Und ja, eine Weiterentwicklung kann immer stattfinden, auch beim Trainer und zuallererst auch beim Trainer, ist klar. Aber Angst muss, glaube ich, niemand haben. Und er muss sich in der Sache auch nicht weiterentwickeln. Wir haben oft genug da die ganzen... Habe ich gerade schon gesagt, diese ganzen Aussagen, Rumgeeier um alles drumherum. Es ist doch erfrischend mal zu sagen, hier, das, so wie es auch mit dieser Sechser-Debatte da war, das ist das Profil, das haben wir nicht in unserem Kader. Ja, und so ist es doch auch. So, und wenn die Leute, die Spieler da sich wieder nicht aufbäumen, nach dem 2:0 in der zweiten Halbzeit sich nicht aufbäumen, nicht dagegen stemmen, nicht alles versuchen, ja, dann kann man das kritisieren und muss das kritisieren. Punkt. Das kann man dann auch mal öffentlich machen, wenn das intern alles nicht mehr hilft, so wie er selber sagt. Es war derselbe Rotz wie in der letzten Saison und da wurde nichts öffentlich, kein Spieler an den Pranger gestellt, sondern da wurde immer schön gepudert. Ja, dann ist jetzt mal ein Sinneswandel da und den kann man dann auch durchziehen. Zu Bremen? Zu Bremen, sehr gut, zu Bremen.
Ja gut, Freitagabend in Bremen, das ist, da wäre ich früher als Junge natürlich vom Fernseher gesessen und hätte ein Spektakel erwartet, wenn es Flutlicht angeht. Das wird natürlich eine großartige Stimmung erstmal, glaube ich. Es ist ein absoluter Klassiker. Ich liebe das Weserstadion. Heißt noch Weserstadion? Ich sage einfach Weserstadion. Ja, das ist ein top erstes Spiel. Ist ein bisschen ungewöhnlich, dass wir auswärts spielen, aber ein schönes Auswärtsspiel. Und wir erwarten ein emotionales Match. Wir erwarten einen Gegner, der sehr direkt spielt. Und wir erwarten 2 Tore von Heavy Mania. Der das Spielfeld im Ballbesitz sehr breit, sehr lang macht, sehr direkt in die Spitze spielt, mit einem Zielspieler Füllkrug, mit schnellen Spielern um ihn rum und mit einer sehr breiten Grundordnung, mit einer sehr langen Grundordnung und dann versucht eigentlich sehr, sehr schnell in unsere Hälfte zu kommen, um zweite Bälle zu kämpfen und dann schnell vor unser Tor zu kommen. Das ist das, was wir erwarten. Und auf was wir uns vorbereiten und für was wir auf jeden Fall bereit sein müssen. Vielen Dank. Dann bis morgen in Bremen. Vielen Dank. Ich mache es auch kurz und schmerzlos. War eine gute PK, wie ich fand. Ein paar interessante Fragen. Ein paar klare Aussagen vom Thomas, meiner Meinung nach. Und ich habe ja währenddessen genug kommentiert, wenn ich gerade sehe, dass aus 27 Minuten 54 geworden sind. Oder 55. Von daher, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel. Schreibt mir gerne in die Kommentare euren Tipp für heute Abend. In diesem Sinne, tschüssi.